Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Folge Minecraft. Ich habe letztens mal wieder jemanden gesehen Minecraft spielen und habe selber so Bock drauf bekommen, dass ich gefunden habe, hey, weißt du was? Warum fängst du nicht ein Let's Play davon an, wie du mal ein bisschen Minecraft spielst? Es ist halt schon ewig her, seit ich das letzte Mal gespielt habe, also sicher mehr als 10 Jahre jetzt. Also dort hat es nicht mal das Essen gegeben in Minecraft und viele verschiedene andere Sachen. Das heisst, ich werde da richtig noobhaft reingehen und mal schauen, ob wir da irgendetwas anbekommen. So, ich denke, wir fangen doch direkt einmal an, eine neue Welt zu erstellen. Und zwar habe ich mir da schon überlegt, dass wir würden sagen, wir bauen uns doch eine eigene Schweiz auf. Als Schweizer passt doch gerade eine Schweiz aufzubauen, darum würde ich jetzt mal sagen, Schwierigkeit würde ich mal auf einfach stellen. Einfach nur schon, dass bis ich mal wieder ins Spiel reinkomme bin, ein bisschen. Und dann können wir ja später dann auf normal umstellen. Ich denke, das Ziel wird dann mal sein, den Enderdrachen zu töten, weil das habe ich bis jetzt noch nie gemacht in Minecraft. Und dass wir uns sicher mal eine schöne, kleine Schweiz aufbauen. So, probieren wir doch direkt mal neue Wälder stellen. Auch an alle Leute oder Zuschauer, die das Video schauen, ihr dürft mir liebend gerne in die Kommentare schreiben, was ich gerne würde sehen oder was ich gerne mal bauen oder machen und tun oder mal in eine Höhle rein soll. Das dürft ihr mir liebend gerne alles in die Kommentare schreiben und ich versuche mich dann immer ein bisschen anzupassen zu dem, was ihr da zu erzählen habt. Wir sind da mit gerade in einem riesen Jungle. Okay. Aber es ist viele neue Sachen sind dazugekommen. So Jungle-mäßig kenne ich jetzt fast auch schon gar nicht. Das ist eigentlich schon neu. Aber es sieht ja richtig geil aus. Oh Jägerli, es sieht ja richtig geil aus. Okay, das Ziel wird jetzt mal sein, dass wir zuerst mal so viel Holz wie möglich eigentlich abfarmen. Damit wir direkt mal einen guten Start machen, um ein Häuschen bauen, dass wir in der Nacht einigermaßen überleben. Aber die Bäume sind so riesig. Ich kann die ja nie komplett alle abbauen. Oh Jägerli, wo sind wir denn da gelandet? Oh, hopp. Und wer sich schon wundert, ich habe mir einen Skin installiert. Und zwar sieht der so aus. Oh, Sola? Soll ich? Hä? So. Kann ich nicht ein bisschen rauszoomen? Geht das nicht? Nicht, okay. Ich habe mir den Nagato genommen. Von Naruto. Als absoluter Naruto-Fan habe ich gedacht, komm, der Nagato, der macht doch das mal richtig gut. So sollte man ihn besser sehen. Jawohl, so sieht er aus. Der Skin, den ich momentan habe, der hat mir so richtig gut gefallen. Die einzige Einstellung, die ich jetzt bis jetzt vorgenommen habe, hä, wieso brennt es da hin? Oh mein Gott, da brennt der ganze Wald ab. Hä? Weil der Lava aus dem Fels kommt. Es hat die Wälder erstellt und schon fackelt es mir den halben Wald dann ab, oder wie? Ja moin, ich glaube, dann ist es Beste, wenn wir schnell wegkommen von da. Ach, Jägerli. Ja, nein. Also wir sind in einem Wald gespannt und der brennt uns jetzt, wie es aussieht, im Wald komplett ab, wenn das so weitergeht. Aber dann lassen wir das mal so geschehen. Wir müssen uns jetzt sicher mal ein... Oh mein Gott! Ein Schäfli! Dich brauchen wir! Ich töte ihn gerade mal schnell. Du gibst mir nämlich Wolle. Und mit der Wolle kann ich dann direkt schon mal ein Bett bauen für die Nacht. Ein weisses und ein schwarzes Schäfli. Aber jetzt müssen wir versuchen, da mit unserer Hand die mal zu töten. Jetzt haben wir eine Wolle erhalten. Okay. Aber das Einzige, was ich schon mal eingestellt habe, ist, ich habe das Spiel auf Schweizerdeutsch gestellt. Ich habe das ziemlich lustig gefunden, weil es das früher nicht gegeben hat, die Einstellung. Und dann habe ich gefunden, weißt du was, warum nicht? Stell es doch einfach gerade mal auf Schweizerdeutsch, wenn du schon ein Schweizer versucht, irgendetwas zu let's playen. Und da haben wir auch schon lesen, neue Rezepte, schön auf Schweizerdeutsch. Jetzt ist aber die Frage, kann ich die da gut abbauen bis rauf? Weil ich habe gelernt, man sollte immer den Baum komplett fällen, weil sonst respawnt er nicht. Aber das sieht eigentlich schon ziemlich gut aus, okay. Dann farmen wir uns doch gerade mal das Holzteil hier noch ab und... Ah, da hinten hat es auch noch eins. Okay. Dann schlagen wir doch da mit unseren Händen das komplette Teil mal nieder. Das Einzige, was ich mir auch überlegt habe, ist zuerst, ob ich mit Facecam oder ohne Facecam spielen soll. Und dann habe ich mir gesagt, komm, nein, ich will da das komplette Spielerlebnis ein bisschen drin haben und nicht noch meine dumme Visage so nebenbei drin. Darum habe ich das jetzt einfach mal so sein lassen. Aber wenn ihr jetzt den Wunsch hättet oder den Drang hättet, da unbedingt meine Visage dazu sehen, okay? Dann könnt ihr mir das natürlich liebend gerne in die Kommentare schreiben. Was ist das da? Was ist das? Neue Rezept verfügbar. Schau in dein Rezeptbuch. Okay, wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Was ist das da? Hä? So, ein Kistchen. Ein Kistchen. Oh mein Gott. Wir haben direkt am Anfang des Spiels ein Kistchen gefunden. Ist doch nice. Was haben wir denn noch alles? Lichtgeweckte Druckplatten. Feuerkugeln. Ich muss mich auch daran gewöhnen, dass es auf Schweizerdeutsch steht. Feuerstein. Da haben wir da schon direkt ein verzaubertes Schwert gefunden. Ein Goldschwert Schärfe 3. Ich glaube, das ist schon ziemlich gut. Ich kenne mich da mit der Verzauberung ehrlich gesagt eben nicht aus. Als ich das Spiel noch gespielt habe, hat es das Zeug noch gar nicht gegeben. Schärfe 3, ich denke, das wird schon ziemlich gut sein. Jetzt muss ich aber zuerst mal überlegen, wie komme ich jetzt wieder da raus? Hallo? Der Noob spielt Minecraft, das kommt doch schon ziemlich gut.
Ah so, okay. Alles klar. Dann haben wir ein Kistchen gefunden. Hat es denn nochmal etwas Spezielles? Oder sind das jetzt einfach alles so Holz... so Lavablöcke und so? Das habe ich jetzt noch nie gesehen, so etwas. Das habe ich jetzt wirklich noch nie gesehen, so etwas. Ja, hi. Hoi, hey, da verbrenne ich. Also auf die darf ich nicht draufstehen, da verbrenne ich. Okay. Aber wenigstens haben wir eine Kiste gefunden. Ich glaube, das ist schon fast das Highlight. Komm, können wir die Kiste gerade abbauen? Nein, in der Mitte muss ich nicht extra noch eine... Muss ich nicht noch extra eine bauen denn? Aber ich habe keine... Ah! Oh, Jägerli. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir ein bisschen Holz finden und ein Plätzchen, wo wir uns sonst mal etwas zusammenbasteln können. Ein Schöfli nochmal wäre noch cool. Das andere hätte ich eigentlich auch noch töten müssen. Aber jetzt haben wir wenigstens ein Schwert. Mit dem sollten wir eigentlich gut Schlag kommen. Wenn wir ein paar Schäfchen oder so sehen. Und dann müssen wir jetzt einfach mal schauen, dass wir noch ein bisschen Holz farmen. Damit wir nachher schon mal ein gemütliches Häuschen irgendwo anbauen. Und da vorne sieht es aus wie eine Schlucht. Nein, ein bisschen Wasser. Also wir sind da wirklich tief in einen Dschungel hineingespawnt, was natürlich ziemlich geil ist. Aber für mich persönlich nicht so gut zum Zeug aufbauen. Was ist das da? Was ist das? Ist das Rohrzucker? Ui, das hat sich aber auch verändert, du. Ui, ui. So. Bam, dann bauen wir das dann gerade mal ab. Nehmen wir gerade mal alles mit, was wir mitnehmen können. Das finde ich doch schon mal ziemlich gut. Oh, ein fetter Leck. Hey. So. Bauen wir das... Wieso kann ich das nicht nehmen? Ah so, okay. Alles klar. Ich glaube, so ein Löli wie ich da zuschauen, zu spielen, wird auch noch irgendwie amüsant sein, weil ich einfach keine Ahnung habe von dem, was ich machen soll. Oder wie ich genau jetzt soll mal anfangen, das Häuschen bauen, oder wo ich genau soll ein Häuschen bauen. Jetzt muss ich mal schon schauen, es gibt glaube ich verschiedene Holzsorten, dass wir schauen, dass wir die gleich formen. Da hinten haben wir sogar schon mal eine Höhle. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob wir da irgendwie auf dem Wasser ein kleines Häuschen bauen, aber ich weiss nicht, ob das eine gute Idee ist, oder ob wir einfach mal weiter schauen, ob man da irgendetwas findet. Aber komm, ich baue jetzt mal da noch mal schnell ab. Ich baue da jetzt mal schon ein bisschen Holz ab, da mit unseren bloßen Händen hauen wir das Teil jetzt mal schnell nieder. So, das schnell aufgüchseln. Also das kann ich noch. Das kann ich noch. Zeug abbauen, das kann ich noch. Aber ich freue mich schon richtig mal, unseren kleinen eigenen Hof zu bauen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es wird gerade dunkler, aber es könnte auch gerade daran liegen, dass ich da unten reingestanden bin. Neue Rezepte verfügbar. Schau in dein Rezeptbuch. Ja, das machen wir doch liebend gern, wenn ich dann weiss, wie genau ich dort reinkomme. Aber am besten würde ich mir jetzt eigentlich zuerst mal ein Plätzchen suchen, wo wir da etwas Praktisches bauen können. So, weil so im Dschungel rein, keine Ahnung, das finde ich, ist jetzt nicht so mein Stil. Also ich habe lieber da gerne ein bisschen eine offene Fläche. Darum machen wir uns jetzt einfach ein bisschen auf den Weg, sammeln wir unterwegs mal ein, was wir so einsammeln können. Und dann schauen wir, dass wir da irgendwo ein Plätzchen finden, wo wir da gut anfangen, ein kleines Häuschen bauen. Und am besten eben noch ein Schäfli. Wir müssten noch ein Schäfli finden, dass wir gerade ein Becken bauen. Weil ich weiss gar nicht, wie viel Wolle wir dafür benötigen, aber mit Wolle sollten wir ja eigentlich das Becken bauen. Aber da hinten sieht es... Hä? Ist das dort hinten eine Eislandschaft? Das ist mal geil. Und da haben wir irgendeine Höhle. Hallo? Hallo? Okay, da geht es einfach wieder raus. Alles klar. Dann schauen wir mal ein bisschen weiter geradeaus durch. Also wir haben eine riesige Dschungellandschaft, nebendran haben wir eine riesige Eislandschaft. Und ich habe das Gefühl, es wird... Ein Schäfli! Nice, okay. Wir haben 2 Wolle. Ich habe keine Ahnung, ob das langt. Aber das müssen wir mal schauen, ob das so langt. Und das andere ist... Oh, da haben wir gerade nochmal ein Schäfli. Ja, put. Ja, put. Dankeschön. Hey, mit dem Schwert ist ja genial. Mit dem töten wir ja mega schnell alles ab. Jetzt muss ich einfach ganz kurz schnell mal gucken. Ach so, okay. Und da haben wir jetzt sogar ein Rezeptbuch. Das hat es früher eben nicht gegeben. Also dort mal, wo ich noch gespielt habe, hat man noch keine Essensleiste gehabt, noch kein Rezeptbuch, nichts. Jetzt wird alles ein bisschen erleichtert. Jetzt müssten wir aber das Holz da komplett umwandeln. Wie mache ich das? Okay, so. Das haben wir ja... Okay, das haben wir irgendwie gut anbekommen. Wir haben jetzt sicher schon mal 56 Holz zusammen. Ah, das kann ich einfach... Ah, ich kann einfach draufklicken und dann tut es automatisch das Zeug da rein. Ja, nice. So, dann haben wir schon mal eine Werkbank und... Ich würde sagen, das wäre schon mal ein guter Anfang mit dem, was wir jetzt schon mal zusammengesammelt haben. Jetzt müssen wir uns nur noch ein gutes Plätzchen suchen. Und daher haben wir so eine richtig geile Eislandschaft. Und dort hinten haben wir dann eine normale Landschaft, so plus minus. Dann würde ich sagen, wir machen uns eher in die Richtung hinter der Eislandschaft. Weil dann wissen wir nämlich, da hat es eine Eislandschaft, da hinten hat es einen Dschungel. Und dann können wir dort mal schauen, dass wir unser erstes Hütchen bauen. Aber wir sollten uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Ja, Sali. Eine richtig grosse Höhle. Also es wäre cool, wenn wir hier in der Nähe irgendwo etwas bauen könnten. Weil ich habe das Gefühl, da könnten wir richtig gut Zeug zusammenfarmen. Aber ich hätte gerne ein bisschen offenere Fläche. Aber das da unten, das sieht doch irgendwie schmackhaft aus. Das sieht doch schon mal ein bisschen schmackhaft aus, dass wir da jetzt einfach mal unser erstes Hütchen bauen. Aber einfach recht wenig Platz haben wir. Also wir haben recht wenig Platz da.
Ich hätte jetzt gerne ein bisschen mehr Platz gehabt, mehr Fläche. Aber ich wollte jetzt nicht allzu sehr und zu lang suchen. Weil wenn die Nacht einbricht, sind wir so ziemlich im Stress, weil dann kommen langsam Zombies und Creeper und alle Sachen langsam führen. Und mit denen wollte ich mich jetzt unbedingt nicht müssen umschlagen in der Nacht. Am besten wäre, wenn wir halt direkt könnten übernachten. Versuche ich mal da rüber Wir gehen da mal da rüber schauen. Die Eislandschaft sieht eben auch aus, als hätten wir nicht eine grossartige Fläche, wo wir drauf bauen könnten. Was aber natürlich ziemlich cool ist. Also, das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Sieht nice aus. Sieht richtig nice aus. So. Wie kann ich da rennen? Ah, so kann er rennen. Okay. Das Wichtigste wäre, dass wir jetzt einfach noch Essen finden. Die Frage ist, von wo bekomme ich Essen oder was gibt mir alles Essen? Ich glaube, das Beste ist, wenn wir ein paar Kühe finden. Und jetzt muss ich einfach langsam schauen, wenn die Sonne untergeht. Sonst wird es dann langsam knapp, wenn wir da etwas zusammen basteln. Ausser wir sagen, wir bauen jetzt einfach auf dieser Fläche schnell ein kleines Häuschen. Um da übernachten, bauen es dann am nächsten Tag wieder ab und dann schauen wir am nächsten Tag eigentlich weiter, wo wir eine gute Fläche haben. Aber die Richtung sieht schon mal gut aus. Wir haben hier viele Bäume. Der Tag sieht es recht flach aus. Die Frage ist, wenn wir jetzt aus der Tür wagen. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Sonne da oben bleibt. Da ist sie. Wie lange bleibst du noch da oben? Komm, versuchen wir mal da drüber schwimmen. Gehen wir mal da hinten schauen, weil da hinten hat es auch viele Höhlen. Und die Sonne steht noch. Sie steht noch da. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir rechtzeitig bis da drüber kommen. Und dann schauen wir, ob wir irgendwo da oben auf dieser Kante oben unser erstes Hütchen bauen können. Wieder ein Lecker. Hey. Aber es wird dunkel. Es wird immer dunkler. Komm, schwimm. Kann ich da nicht auch noch schnell schwimmen? Nein, das geht irgendwie nicht. Okay. Wir sollten uns unbedingt beeilen. Hopp. Es wird Nacht. Ich habe keine Lust in der Nacht zu leben. Bitte nicht. Ich wollte nicht schon in der ersten Nacht Probleme haben mit Zombies und vielleicht sogar daran sterben. Das kann ich wirklich momentan nicht gebrauchen. Also ein wunderschöner Start jetzt mit einem kleinen Hütchen wäre doch super. So, jetzt gehen wir mal schnell auf den Hügel rauf. Komm. Ja, es wird langsam dunkel. Also wir sind ziemlich knapp dran, jetzt etwas noch aufzubauen. Wird knapp. Wir haben 52 Holz. Mit dem sollten wir doch irgendetwas Kleines schnell dann zusammen basteln. Aber zuerst muss ich einmal da raufkommen. Das wäre schon mal, glaube ich, das Wichtigste. Ja, falscher Knopf. So tut man rennen. Und Essen wäre noch gut, damit wir unsere Herzen immer wieder nachfüllen können. Da hinten haben wir einen riesen Lavafall. Also das ist eine richtig geile Gegend. Ein Lama! Hey Sally, gibt es etwas zu essen? Wir müssen es ausprobieren. Hey, der spuckt mich einfach an. So eine Made! Oh mein Gott! Nein, das gibt nur Leder. Aber ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach schnellstmöglichst da etwas an. Oh nein, falsch. Okay. Das habe ich nicht in die Richtung. Aber wenn wir schon so angefangen haben, machen wir doch gerade mal schnell so weiter. Bauen wir es einfach da an den Rand schnell an. Einfach irgendwie schnell, bevor Zombies und alles auftauchen. Da drinnen sollte ja eigentlich ein bisschen Platz haben. So. Also man merkt schon richtig, ich habe keinen blassen Schimmer von Minecraft. Also ich komme schon ein bisschen raus. Aber, yeah. Ich glaube, da brauche ich ein Zeitchen, bis ich ein bisschen wieder reinkomme. Jetzt ist es auch wirklich auch ewig her. Also das letzte Mal, als ich gespielt habe, über 10 Jahre. Und da hat sich einiges verändert. Ich glaube, ich muss da ein bisschen die Wand höher machen, sonst gumpelt die mir da noch irgendwie über die Kanten rein und das wäre nicht gerade schön. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir da irgendwie ein Bett zusammen basteln können. Für das müsste ich einmal schnell da reingehen. Kann ich das Bett von da aus basteln oder brauche ich für das die Werkbank? Wahrscheinlich brauche ich da die Werkbank. Dann tun wir die mal da schnell anklatschen und es langt genau, um ein Bett bauen. Jawohl. Nice. Jetzt könnten wir ja eigentlich unser Bett hier platzieren. Und jetzt haben wir ganz eine kleine Festung gebaut, wo wir uns ein bisschen schützen können. Dort hinten haben wir schon einen Zombie. Bam, und der Schweizer hat einen Fortschritt. Traum etwas Schönes erreicht. Nice! Wir haben es überlebt. Die erste Nacht haben wir schon mal irgendwie überlebt. Ja, nice! Brennt! Oh mein Gott, ich bin beschossen. Ich bleibe jetzt noch schnell da drinnen, sonst kommt das nicht gut. Jetzt können wir ja eigentlich einmal schnell da noch ein Holz abbauen, damit wir... Oh nein, da hinten ist ein Skelett. Jetzt müssen wir schon warten, bis da alles abbrennt ist, außer das Skelett dort hinten, das will nicht so ganz. Aber gegen das will ich jetzt nicht unbedingt in den Kampf hineingehen. Und dort hinten haben wir ein Schwein. Schwein, das gibt Essen. Gehe ich jetzt davon aus. Also wir probieren jetzt mal. Soweit ich das weiss, von früher noch sollte das eigentlich Essen geben. Dort aber schiesst mich wie nichts. Versuchen wir ein bisschen die Sonne zu locken. Ah! Kann ich die Pfeile nicht einsammeln? Spinnen! Aber Spinnen macht die nicht bis am Tag. Ich bin mir ziemlich unsicher, ob die mich angreift am Tag, Sally. Put. Kann ich dich an die Leine nehmen?
Ja, Sally. Ja, ich glaube, sobald Tag ist, macht die eigentlich gar nichts mehr. Hat das Gerät jetzt noch irgendetwas droppt? Nicht. Ich glaube, wenn die verbrennen, droppen die nichts. Aber wir haben da wunderschön gerade mal ein Schwein. Müssen wir mal schauen. Jawohl, das hat mir Essen gebracht. Ziemlich gut, ziemlich gut. So, dann töten wir da schon 1, 2 Schweinchen, um zu schauen, dass wir da irgendwie ein bisschen an Essen kommen. Weil wir sollten unbedingt etwas zu essen haben. Um unser Herz wieder regenerieren. So, alle Schweinchen. So. Dann glaube ich, haben wir uns da eigentlich schon mal ein bisschen ein gutes Plätzchen ausgesucht. Die Frage ist jetzt einfach, am besten wäre jetzt, ich baue jetzt da eigentlich noch mal ein bisschen Holz ab, dass wir unser Werkzeug erstellen können. Sali miteinander, euch brauche ich nicht mehr. Ich kann schon mein Bett bauen mit Wolle. Vielleicht komme ich später auf euch zurück. He? Ist das okay? Ja, Sali. Okay. Dann schauen wir jetzt, dass wir ein bisschen noch wieder Holz formen, dass wir unsere Holzspielzacken und so Sachen machen. Dann können wir mega Stein formen. Und mit dem Stein können wir dann schauen, dass wir gerade einen Ofen machen, um unser Fleisch zu bröteln. Und nein, dann bräuchten wir auch noch Kohle. Aber ich habe gerade hier hinten dran gesehen, wir haben hier kleine Höhlen, vielleicht finden wir nicht gerade ein paar Scheiben Kohle. Und dann können wir gerade schauen, dass wir mit dem unseren Ofen heizen können, damit wir das Fleisch gerade bröteln. Ich glaube, das bringt viel mehr, als wenn wir die jetzt einfach roh essen. Und mit was hau ich eigentlich, dass das Teil gerade kaputt ist? Das auch ein Fleisch? Verfaultes Fleisch. Was wollte ich damit mit einem verfaulten Fleisch? Okay, lassen wir mal so stehen. Wir haben hier ganz eine kleine komische Festung, also wirklich gut sieht es aus. Doch, da hat es ein bisschen gedroppt. He? Also wirklich gut sieht sie momentan nicht aus, aber es soll ja nur dazu dienen, dass wir einfach mal momentan einen kleinen Hotspot haben, wo wir über die Nacht überleben können. Und ich würde mal sagen, es sieht cool aus da. Also ich kann mir da vorstellen, dass wir da uns etwas Kleines aufbauen. Von dem her, was sind eigentlich Gagabohnen? Was sind Gagabohnen? Gagobohnen. Was sind sind das Kakaobohnen? Gagobohnen. Oh Jägerli. Kisten. Die Kisten können wir ja sonst eigentlich da anstellen. Dann können wir dann schauen, dass wir gerade einfach mal ein paar Zeuge reinräumen. So Feuerkugeln, für was wir die brauchen, keine Ahnung. Feuerstein weiss ich ehrlich gesagt auch nicht, für was wir die brauchen. Und dann da können wir gerade noch schnell da rein tun, eine Druckplatte. Okay. Jetzt ist das Wichtigste, dass wir da irgendwie mal schnell ein paar Sachen erstellen. Also jetzt müssen wir sicher mal die da alle umändern. Also wir haben da schon 2 verschiedene Holz. Wir haben einmal ein Fichtenholz und einmal ein Eichenholz. Aber das Wichtigste ist jetzt für mich eigentlich, dass ich jetzt die muss ich so machen, genau. Oh mein Gott, dass ich das noch weiss. Jägerli, so. Genau, weil mit denen können wir dann Werkzeuge erstellen. Aber jetzt ist die Frage, neue Rezept. Ja, aber ich sehe die Rezept gar nicht. Für das muss ich jetzt eben an den da. Hä? Oh nein, so, jetzt habe ich es geschafft. Oh mein Gott. So, wir brauchen sicher mal einfach eine Schaufel, eine Spitzhacke. Und ich würde sagen, was brauchen wir noch? Ja genau, so ein Holzdingsbums da. Ich weiss gar nicht mehr, wie das heißt. Holzaxt. Genau, eine Axt brauchen wir. Dann können wir jetzt nämlich mit dem ganz kurz schnell ein paar Sachen formen. Jetzt muss ich aber schnell das in meine Leiste rein tun. Ich glaube, das kommt besser. Und da oben haben wir dann noch rohes Schaf. Die geben auch Fleisch. Alles klar. Alles klar. Wir tasten uns ganz langsam dran an. Und ich würde sagen, ich versuche jetzt gerade mal schnell in der Höhle da hinten mal ganz kurz ein bisschen Stein abfahren. Was ist das da? Sammeln wir einfach mal schnell alles ein. Ich weiss jetzt gar nicht, was das war. Was ist das gewesen? Eichensetzling. Ja, nice. Dann können wir wieder Bäume setzen für das. Das finde ich doch noch ziemlich nice, wenn wir schon einen abhacken, dass wir wieder einen setzen können. Jetzt müssen wir mal schauen, wo ist jetzt die Höhle, die ich gesehen habe. Wo ist jetzt die Höhle, die ich gesehen habe? Es hat doch jetzt da gerade eine Höhle gehabt, oder habe ich das nur gemeint? Da unten sehe ich aber Kohle. Dort sehe ich Kohle. Gehen wir mal schnell dort hin. Jetzt muss ich schauen, weil dass ich doch vielleicht doch noch schnell etwas esse. Auch wenn es nur rohes Fleisch ist, weil das ja langsam zu Neigen geht. Ich glaube, wenn ich kein Essen mehr habe, sollte es mir Herzschaden geben. Soweit ich weiss. So, dann formen wir da einfach mal alles ab. Steine können wir ja auch gebrauchen. So. Einfach mal alles abbauen, was wir da sehen. Und dann haben wir nämlich auch schon ein bisschen Kohle zusammen, ein paar Steine zusammen. Was natürlich ziemlich gut ist. Mit Stein sollten wir, glaube ich, den Ofen zusammenbauen, wenn ich mich nicht täusche. Aber da hat es ein richtiges Lager voller Kohle gerade. Ich habe gedacht, das ist nur ein einziger Block. Aber wie es aussieht, kommt da noch einiges mehr zusammen, als ich erwartet habe. Ja moin, noch mehr? Haha, Sali. So. Ach, die traumhafte Musik wieder von Minecraft. Es ist so schön, mal wieder Minecraft zu spielen. Ich habe so Lust drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so Lust bekommen. Ich habe letztes Mal auch wieder bei einem Let's Player ein paar Folgen geschaut und einfach gedacht, wey, ich muss das unbedingt mal wieder spielen. Ich muss das einfach unbedingt mal wieder spielen. So, für das brauchen wir die Schaufel. Oh nein, 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 nein. Jetzt überschwemmen wir das.
Ja, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht, dass das so überschwemmt ist. Das sieht ja wirklich dann einfach nur noch ein bisschen komisch aus. So. Dann gehen wir gerade weiter. Da oben habe ich gesehen, hat es nämlich auch noch Kohle. Das schnappen wir uns nämlich gerade. So. Bauen wir das Zeug ab, Potter. Der Schweizer baut langsam seine Schweiz auf, indem er Kohlen abbaut. Was gibt's Besseres? So, den Stein nehme ich aber auch gerade noch mit, weil wir sollten eben noch Steine haben. Ich weiss nicht, wie viel wir brauchen für einen Ofen. Ich hoffe nicht allzu viel. Aber Kohle sollten wir jetzt eigentlich einigermaßen gut zusammen haben. Und 3 Leben haben wir noch, also wahrscheinlich bringen wir das eigentlich sogar noch gut an, das Fleisch zu grillieren, bevor wir essen. Das sage ich natürlich dann auch nicht. Nein, soll ich? Kohle? Noch mehr Kohle? Das ist ein richtiges Kohlenlager da. Hey, voll geil. So, die nehmen wir auch noch mit. Supidupi. Da haben wir noch mehr. Es hört ja gar nicht auf. So, da noch. Ja, es hört ja wirklich nicht auf. Es sieht immer noch so wenig aus und plötzlich tauchen da so viele Sachen auf. Und wir sind schon Level 4, das kann ich eben auch noch nicht, das mit dem Level. Wenn sich da jemand besser auskennt, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben könnt, für was genau ich die Level eigentlich gebrauchen kann. Wir sind jetzt momentan Level 4 und wir steigen ja indem, dass wir Zeug abbauen. Und ich glaube sogar töten. Also wenn wir Tiere töten oder Gegner töten, dass wir dann an Level steigen. Und... Oh, jetzt habe ich da nicht schön abbauen. Jetzt müssen wir das noch schön abbauen. Und ich wäre mega froh, wenn wir mir sonst mal Bescheid geben, für was ich genau alles das kann gebrauchen, weil ich bin mir da ziemlich unsicher. Und ich werde allgemein immer wieder mal noch Fragen stellen. Für die Leute, die es interessiert, die können mir auch dann immer wieder mal ein bisschen nachhelfen. Dass ich, Löli, dann auch mal ein bisschen rauskomme, wie, was, wo ich genau machen muss. So, ich würde mal sagen, das sollte eigentlich gerade momentan lange gut... Nein, wir könnten ja mit den Steinsachen, also Steinhacke und so Zeug erstellen. Das heisst, ich sammle da gerade wirklich noch schnell ein paar Steine, damit es dann da sowieso auch gerade schöner aussieht. Nicht so einfach wie so eine komische Schlucht da. Aber ich glaube, das bringe ich eh nicht mehr gut an. Wir bauen jetzt einfach so wie so eine kleine Wand aus noch. Dann sieht es einfach aus wie so ein kleiner Einschlag. Dass das wenigstens einigermaßen gut aussieht. Gut, unsere Spitzhacke ist kaputt, dann würde ich sagen, das langt gerade so. Und unser Häuschen befindet sich auch da oben, dann machen wir uns auf den Weg dorthin. Essen haben wir immer noch 3 Balken, das ist sehr gut. Ich glaube, wir tun das beim Abarbeiten gar nicht so fest verschwenden wie beim Laufen. Also ich weiss gar nicht, für was wir das alles verbrauchen, weil ich habe das Gefühl gehabt, Stein und Erz habe ich jetzt wirklich die ganze Zeit können abbauen, ohne dass es jetzt gross etwas abzieht. Rennen kann ich nicht mehr. Also gut, also ab einem bestimmten Punkt kann man in dem Fall auch nicht mehr rennen. Aber jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir uns da mal schnell einen Ofen machen. Wie mache ich mir einen Ofen? Oh nein, ich muss falscher Knopf. Ich muss so klicken, damit das funktioniert. Okay, ein Ofen. Haben wir. Okay, was brauchen wir gerade noch von da? Eigentlich nichts. Also jetzt würden wir uns um die Sachen kümmern, dass wir da schon mal so eine Steinspitzhacke haben. Da können wir ja gerade noch das dann machen. Das Holz behalten wir einfach mal, das können wir ja immer noch gebrauchen im Notfall, wenn die eine kaputt geht. So, dann haben wir nämlich jetzt alle Werkzeuge schon mal gut zusammen. Nice. Dann müssen wir jetzt den Ofen einfach mal schon da platzieren. Dann können wir jetzt da Kohlen rein tun und da unser Fleisch. Jawohl, funktioniert doch. Nice. Also wir haben da jetzt einfach ganz eine kleine Base, wo wir dann später noch ein bisschen ausbauen. Ich weiss, es sieht jetzt gar nicht nach einem Häuschen aus oder sonst irgendetwas, aber momentan langt es, um irgendwie durch die Nacht durchzukommen. Momentan langt es. Wir können ja dann mit der Zeit anfangen, da schön ausbauen, dann machen wir da hinten noch ein Färmchen und so weiter. Also da wird wahrscheinlich jetzt noch einiges passieren. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt einfach mal circa ein bisschen einfach mal überleben. Wieso kann ich das... Ah, ich habe aufs Bett gedrückt. Okay. Jetzt essen wir das mal. Oh, das gibt aber richtig gutes Essen. Dann nehmen wir die 2 auch gerade raus. Dann können wir da mal essen. So, und so können wir unser Leben wieder auffüllen. Das ist natürlich ziemlich nice. So funktioniert das natürlich ziemlich alles gut. Den Rest würde ich sagen, rühren wir jetzt mal wieder in die Kiste rein, wieder Bambus. Da ein paar Blümchen, die wollen wir natürlich auch noch behalten. Gagabohnen, die tun wir jetzt einfach auch mal da rein. Dann Eichensetzling, die können wir ja schauen, dass wir die gerade irgendwie mal noch anplatzieren. Jetzt wollte ich aber schnell schauen, genau, das Fleisch rausnehmen und das tun wir gerade schnell braten. Und jetzt ist eigentlich das Wichtigste, dass wir da nochmal schnell zumachen, weil jetzt wird es nochmal Abend, nicht, dass ich da wieder auf den Keks würde bekommen von den Zombies. Dass wir da jetzt einfach ganz kurz schnell mal noch zumachen, komplett. Dass wir da in unserer kleinen Base irgendwie safe wären. Und dann können wir da nämlich in Ruhe nachher noch pfusen. Und ich denke, das machen wir doch jetzt mal ganz kurz. So, jetzt wird es Abend, jetzt sollte ich aber schon... Kann ich schon schlafen? Jawohl! Nice! Nice. Das gut da. Guten Morgen!
und schon ist wieder Tag. Nice. Also soweit funktioniert das eigentlich gut mit unserer kleinen Blaze. Aber ich persönlich würde sagen, wir haben jetzt einen kleinen Einblick bekommen, was ich jetzt da so vorhabe in Minecraft, und ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter, dann bauen wir mal unser Häuschen ein bisschen besser aus, dass es einigermaßen gut aussieht. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Wenn es so Spass gemacht hat, dürft ihr mir liebend gerne einen Kommentar hinterlassen, einen Daumen oder ein Abo. Und für Vorschläge oder Tipps schreibt es mir doch liebend gerne in die Kommentare. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Bis in die nächste Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde in Minecraft mit eurem Schweizer. Danke vielmals und ciao.